So, ich gebe euch jetzt wieder mal ein kleines Bitcoin-Update. Ist voll vergessen gegangen. Und zwar ist er jetzt, glaube ich, bei $68.000. Jetzt gerade. Ist wieder ein bisschen hochgegangen. Geht immer ein bisschen auf, ein bisschen runter, ein bisschen auf, ein bisschen runter. Aber wir kaufen fleißig nach. Ich habe meine Rechnung gezahlt von 7K. Jawohl. Wieder reingeholt, die Kohle. Wenn ich von Dubai zurückkomme, ein bisschen Cash verdienen. Wieder ein bisschen heimbringen. Und ich blende hier oben, wie viel Bitcoin ich habe. Ich weiss es eben nicht auswendig. Ich habe ein bisschen nachgekauft. Ich kaufe ja immer. Jeden Monat kaufe ich für meine Kinder. Mit der Hälfte vom Kindergeld kaufe ich Bitcoin. Aber nur die Hälfte. Einfach nur Bitcoin. Also ein Solana habe ich auch gekauft. Und den habe ich gestaked. Für 18 Jahre, jawohl. Wenn es 18 Jahre überhaupt noch gibt. Und ein Cardano habe ich gestaked. Ich habe einfach einen einzigen Cardano gekauft und den gestaked. Das macht gar keinen Sinn. Aber ja. Haben sie ein bisschen, in 18 Jahren schauen wir mal schauen nachher. Ja. Aber auf jeden Fall, Bitcoin kannst du nicht staken. Aber den kaufe ich wirklich jeden Monat. Für sie. Und das blende ich dann oben ein, wie viel das ist. Jetzt bin ich heim. Und auf You bin ich noch am Investieren. Dort bin ich aktiv. Dort könnt ihr mir folgen. Also auf You nicht, auf Patreon, aber ich tue auf You investieren. Das, was ich auf Patreon mache, zeige ich alles, was ich kaufe und so weiter. Jede Woche am Montag, also immer am Montag gibt es ein Update im Chat dort. Und es hat auch viele Videos, wo nur siehst, wenn du mich abonniert hast. Aber kannst du auch gratis hineinschauen, musst nicht unbedingt zahlen. Aber es gibt halt kostenpflichtige Sachen, ja. Eben, wenn man nicht mit mir im Chat schreiben und so, oder einfach schauen, was ich kaufe. Man muss es ja nicht mit mir schreiben. Kann man einfach im Chat dort schauen. Ich mache immer eben einen Screenshot am Montag und dann sieht man, was ich kaufe. Aber momentan kaufe ich dort nur... sage ich jetzt nicht, ja. Dort schauen. Und aktuell habe ich noch ein Ding am Laufen. Bei Postfinanz könnt ihr Kryptos kaufen. Jetzt neuerdings kannst du auch noch... Also ist keine Werbung für Postfinanz oder so. Ich komme kein Geld über. Aber ich habe dort... kannst du so wie... Wenn du ein Konto bei Postfinanz hast, kannst du wie Daueraufträge einstellen. Wo es einfach automatisch kauft. Zum Beispiel wöchentlich einfach Bitcoin. Das habe ich eben gemacht. 250 Stutz momentan. Nachher tun wir dann ein bisschen mehr kaufen. Weil ich habe ja gesagt, ich muss das Jahr am Bitcoin irgendwie zusammenbringen. Ja. Jetzt haben wir Februar. Ich bin glaube ich noch weit entfernt. Ja, am Gäufer draussen. Aber eben 250 Stutz jede Woche geht momentan rein. Nur auf Postfinanz, dann auf You. Dort haben wir nur 50 Stutz pro Woche. Also da haben wir schon. Ja, ich sage, aktuell kaufe ich teilweise auch Bitcoin bei You. Also das heisst 50 Stutz bei You, 250 bei Postfinanz sind wir 300 Stutz jede Woche. Heisst 1200 Stutz gehen momentan in Bitcoin pro Monat. Und so komme ich natürlich niemals auf einen Bitcoin das Jahr. Das ist sehr unrealistisch, aber ja. Es kommt natürlich auch darauf an, wo der Kurs dann ist. Ich rechne damit, dass er noch böse wird runtergehen das Jahr. Ja, schon richtig weit runter. Also unter 50k. Aber ich bin kein... Alter, voll am Abgehen. Ja, ich bin kein Hellseher. Das ist nur Vermutung. Niemand weiß es. Aber wenn er dann runtergeht, dann kann man aggressiver einkaufen, oder? Dann kann man vielleicht pro Woche... Was wäre realistisch? Ich weiß nicht. Es kommt darauf an. Wenn man es ausrechnen würde, ist es eigentlich sehr unrealistisch, das Jahr einen Bitcoin zu holen. Aber meine Intention ist eben, Altcoins zu verkaufen. Das Jahr noch, wenn es raufgeht, die einen. Und mit denen dann in Bitcoin rein. Und dann komme ich eventuell an den ganzen Bitcoin. Ja. Dann schaffen wir das, ja. Dann wir mal schauen miteinander im Dezember. Ich bin gerade draußen am Laufen. Es ist schon Abend, es wird jetzt dunkel, ich bin krank.
Ich bin krank, ich habe Husten, Halsweh und so weiter. Es ist zum Kotzen. Aber wir brauchen ein bisschen Bewegung da draussen und wir müssen ein Video machen. Und die heisst, kann ich die Videos nicht so gut machen. Weil das Baby die heisst, der Köngel und so weiter. Aber da draussen können wir ihn nach Hause bringen. Und wir haben schon eine schöne Watchtime. Da kann ich euch auch einblenden da oben. Ich halte euch auf dem Laufenden. Falls euch das überhaupt interessiert, schreibt es mir in den Kommentaren, falls euch das interessiert. Dann tue ich es da oben einblenden. Wir haben 985 Stunden, glaube ich, so viel weiss ich noch. Und ich muss auf 3000 Stunden kommen, um ins Zahlungsprogramm reinzukommen. Darum muss ich lange Videos machen. Und ich kann nicht da so 10 Minuten Videos beim Laufen, ist okay, aber ich kann nicht eine halbe Stunde laufen und das ist dann auch langweilig. Ich kann mir eben gerne reinschreiben in den Kommentaren, was ich für Videos noch sehen will. Ich habe ja letzte Video gemacht, wo ich bin, wie sagt man, in mein Räumchen gegangen, wo ich Retro-Scheiße zeigen, die Games und so. Ist mir nachher aufgefallen, ich hätte die Cam eigentlich können drüllen, dass man es so sieht. Alter, hure matschig. Hättet ihr vielleicht ein bisschen mehr gesehen? Könnt mir auch dort gerne schreiben, ob ich irgendwelche Sachen angeben, damit ihr das seht. Oder so. Oder, ja. Könnt ihr mir sagen, was für Content. Ich bin jetzt noch am schauen, so meinen eigenen Podcast machen. Bierweicht Talk haben wir ja. Ein Format, das eigentlich noch easy gelaufen ist. Habe ich irgendwie vernachlässigt. Weil ich, keine Ahnung, wieso, verhängt. Ich habe Leute gehabt. Könnt ihr mir auch gerne schreiben, mit wem ich so Bierweicht Talk machen soll. Weil das mit dem Podcast wird sehr wahrscheinlich schon länger gehen. Ich bin aber nicht sicher, ob ich den Podcast überhaupt mache. Weil ich könnte auch einfach Bierweicht Talk weitermachen. Und das irgendwie selber machen. Aber mich scheisst es an, das Zeug schneidet und alles. Das habe ich irgendwie keinen Bock. Keine Ahnung. Und vielleicht kann man das auf Spotify. Hört von jemandem Podcast auf Spotify. Meine ist ja heute rausgekommen. Also ist nicht von mir, ich war als Gast. Aber fast. Ich habe einen Spotify-Account gemacht. Ich weiss nicht, ob ich denn das dort aufladen oder so. Keine Ahnung. Ich weiss es nicht. Schauen wir mal miteinander. Eben, gerne schreiben. Ich weiss, Telefonjokes ist gewünscht worden, sobald ich allein daheim wieder bin und kein Lärm und so ist. Ich kann nicht Telefonjokes machen. Jedes Mal kommt wieder jemand rein, auch wenn ich im Büro unten bin. Kommt meine Tochter ab und das, es geht nicht. Es geht effektiv nicht. Ja, eben, schreibt es in die Kommentare rein. Lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da. Das mal immer das Wort Überschwemmung. Da hat es sogar Enten. Obwohl da eigentlich gar kein Teich ist. Also da schon ein bisschen, aber da schwimmen einfach Enten. Das Wort Überschwemmung in die Kommentare rein, dass ich weiss, du hast es bis dahin geschaut. Schau mal, völlig weich. Nein, wieder weich. Schreibst das Wort in die Kommentare, bringst ihn heim, tust die Glocke aktivieren hier oben. Irgendwo, keine Ahnung. Dann kommst du immer eine Nachricht über, wenn ich ein Video auflade. Danke vielmals und schön.